Michelle Mehr ist vielleicht nicht auch froh, dass die Jung eben, wann ich so viel Bekanntheit für sie vielleicht an die Vitrine zu stellen, was kennt du geschehen? Selbstverständlich als Präsident von einer politischen Jugendpartei sind ich natürlich voll dafür, dass in die Jung pushen muss, besonders, dass das für mich ein Haupturlaub ist, weil die Jung auch nicht aufgekoppelt von der politischen Realität sind. Wir sehen das ganz oft, dass Leute über Logement, über Mobilität schwätzen, die uns sicher in einer etablierten Situation sind, wo es wirklich nicht mehr es soll mal eine gesellschaftliche Evaluierung geht. Leute, die in einer Situation sind, da kann ich mich persönlich mit abrechnen, die selber mit den Problemen konfrontiert sind, die haben einen ganz anderen Bezug, eine ganz andere Dringlichkeit zu den Problemen. Wenn ich gucke, was Madame Lülling so, da kann ich an enger Hinsicht gehen, ich recht, sie hat da doch an ihrer Carte Blanche gesagt, wir sind nicht für Quote, wir sind nicht, dass man hingehen, wir müssen so viel Prozent Junge haben. Wenn man schwätze von den gewählten Volksvertretern, dann muss Volk auch ohne Einschränkungen bestimmen können, wen oder Schiedverein auf den Lüchten wählen können. Allerdings sind ich mit enger aus so nicht verstanden. Madame Lülling hat gesagt, wenn man Leute über 80 gucken, die geistig noch ganz fit sind, dass sie oft nämlich ganz viel vollgeholt gehen. Und ich fand, wenn sie so eng aus so möchten, dann da gehe ich ja absolut recht, dann darf es aber auf der anderen Seite nicht so, die Jungen, die noch kein Diplom haben oder die noch nicht am Berufsleben sind, dass sie die auch nicht ganz für voll hält. Das fand ich da ein bisschen widersprüchlich und gerade an der Phase vom erwachsenen Sinn, wo man ein Bildungssystem konfrontiert, dass gerade da kriegen die noch andere Ansichten, die politisch wertvoll können sein. Junganel Michelle Mehr, das ist so, dass viele Junker nicht uninteressierte Politik sind, aber bei der Parteipolitik sich mich schwer dienen. War das eher Erfahrung, wenn es darum geht, zum Beispiel Leute zu motivieren, Firma zu schaffen? Ich denke, das sind viele Leute, und das ist geschlechtsunabhängig, die zwar interessiert sind an Politik, an mit denen Genre oder das können die anderen Leute bestätigen, ganz interessant Gespräch. Und mir sind viele Leute, die den Schritt an Parteipolitik scheuen, weil sie sich einfach denken, das sind egal, was für eine Partei ist, das sind gewissermaßen gebrannt macht, durch das ein parteipolitisches Statement aufgeht. Und ich denke, dazu haben Kinder und Hünnerinnen schon immer gesagt, wenn die durchs Leben geht, es möchte die Fehler auch in der Politik, es können die nicht ohne Narben an Schürferen lernen, aber man soll einfach den Schritt wohnen, zu machen. Und das ist ein bisschen so, wie wenn ich keine Decision hält, weil wenn ich eine Decision hält, wenn ich so nicht fuhren dauernd verkannt, da schließt nicht schon 100 andere oder 1000 andere Destinationen aus. Man muss sich entscheiden. Und ich kann just denen Leute so, die Partei, also die gute Ideen haben, für eine Partei zu finden, mit der sie sich identifizieren können, und du einfach auch da durchzubringen, weil das eine immens dankbare Sache, wenn ihn guckt, dass ihn politisch etwas bewegen kann. Das ist interessant, der Mord op der Chamber wird an Zukunft méi ago de Michelle Mehr sich nach. Ich wollte sich just dazu sagen, die hat interessant vorgestellt, und mit der Macht, mit den Parteien, dat lo vielleicht die mir etabliert Parteien oder Wert verlieren. Ich denke, muss generell die Rollebilder vorstellen. Die hat gesagt, dass gerade von 18 bis 23 steht leider meiste Vertrauen in Politik, und das hätte ich ja nicht unbedingt erwartet. Ja. Und das auch zum Beispiel bei einer Partei, so bei der ADR, wir haben die größte Wählerschaft von einer Partei, sie jung kleid. Das sind sich ganz, also mich oder die Menschen überrascht, wenn wir ein bisschen immer dat 400 mit Kukident-Partei sind Partei von den allen Herren an und sich das heißt, ich denke, es ist nicht unbedingt so, dass wenn ich von jungen Leuten schwätze, da sind unbedingt von ein mehr linksen 60er Abbruchsgeist unbedingt muss nicht noch viel Junker, die sich auch für christlich oder christlich sozial oder für zum Beispiel für konservative Ideen, wobei ich mich persönlich nie als konservative bezeichnen gebe. Mir sind durchaus Leute, die Rollebilder, dass Jungkleid immer einer politischer Richtung zu sind, das ist absolut nicht wahr. Das sind vielleicht die Leute von früher, die dann Schablonen und die Theorien machen. Ja. Und da vielleicht auch noch ein dazu, wenn man gesagt hat, von den sozialen Medien gespart haben, ich denke nicht, das ist eine Pflicht, die wir haben, Verein, den hier durchsetzt, den politisch aktiv ist, auch Politik der Leute verständlich rüberzubringen. Weil es so viele Sachen, zum Beispiel, wir können über ich weiß nicht, wenn man die Debatte vom Wurst zum Holen, was für Schrauben drehen wir oder drehen wir nicht, je nachdem. Das sind teilweise höchst komplexe Themen. Und ich fand das eine Pflicht, auch die jungen Leute das
einfach rüberzubringen, so dass sie zu verstehen, ohne nicht wohrig zu verzerren, aber einfach rüberzubringen, dass sie sich dass sie eine Position dran erkennen. Und das fand ich schon eine Pflicht, die Politiker hat. Es muss ja nicht jeder in den Staat kommen. Der Michel Le Maire hat also ich denke bei der Logementsdebatte du können mir an dem Sinn trat net naier fanne, wenn darum geht den Mesurekatalog zu erstellen. Wir können so natürlich wir können Prozedure vereinfachen, wir können über Densität eigentlich das Bauen PAG erweitern, der kein Tabu sind, auch Prime d'acquisition, Prime de loyer könnte man absetzen. Ich fand am Mengen an sind die Primen kennt mir höchste, wenn man gucke, wie wat man alles Geld für Sachen auszugehen, da kennt man die Primen erhegen. Eg aner Sache as de soziale Wohnungsbau, dass man schwngen die hat gesot, dass man doch Privatpromoteuren encouragieren an de soziale Wohnungsbau zu investieren. Ich denke mir kommen och denken also zwei Hauptkomponenten, die ich gesehen, wo man net allein kommen, da so wat dir gesot tut ein Umdenken, da das an anderen Ländern zum Beispiel funktionieren Konzepte wie Shared Space oder so schon ganz gut, wo Leid einfach, wo man wirklich wäsch muss kommen von dem Bild, dass quasi also Eigentumsrecht das ganz wichtig mehr ich denke die Exzesse was das angeht muss unbedingt sind an die letzte Punkt den ich vollzogen hast wir müssen trotzdem de Logement an ich gehen dem Herr Augustini 100% recht wenn er seht das Wurstem sie bei ein ganz komplex Debatte ist mir dürfen de Logement op Fall aufgekoppelt von der Debatte gesehen mir dürfen du nicht der Kompartimenter denke wenn ihr bedenkt dass man all Jahr rund 13.000 neue Residenten, die dabei kommen, da muss man die Berechnung mat angreifen, weil wir können natürlich die PAG erweitern, wir können an der Densität etwas ändern, aber irgendwo sind an diesem Land Limiten. Und da muss man die Wurstumsfutter, das von diesen Deputierten, die Gastgeberer, die sich alles bis absteht, da muss man darüber schwätzen, auch wenn den Komplex war, das wir dürfen sie nicht scheuen. Ich wollte gerade auf die Wurstumsdebatte kommen. An Michel Le Maire hat mir am Viergespräch vom Verband geschwert, Beispiel mit den Betrieben. Ja, ich denke, weil eben ein komplex Debatte ist, muss ich noch immer von Fall zu Fall differenzieren. Man muss wissen, dass die 13.000 Leute, die hier alljährlich beikommen, das sind zum größten Teil schaffen die am Privatsektor. Das heißt, wenn man da von der Wurstumsdebatte schwätzt, dann muss man auch am Privatsektor umsetzen. Und dann denke ich, da muss ich je noch Betrieb gucken. Wir haben ja immer gefordert, wir müssen unbedingt allkehr ein Impaktstudie machen, was bringt der Betrieb. Und wie gesagt, was eben zu differenzieren. Wir hatten zum Beispiel das Space Mining hat mehr als ADR matt gestimmt, weil man so wir hatten einen großen viel was zurückkommen aus viel Leute, die daran investieren. Mir andererseits so nicht, es kann nicht Sinn, dass wir Großbetrieber wie Google, wobei ich gut will so, dass Google dem Land nicht springt, das will ich noch nicht so. Ich fand, wir müssen eine Steuergerechtigkeit herstellen, eine Gerechtigkeit in der Behandlung, wie man mit allen Betrieben umgehen, zum Beispiel PME, also Petite et Moyenne Entreprise. Da kann es nicht sein, dass wir die Jahre lang mit Vorschriften an Vorgaben foltern, wo dann andere Betriebe quasi übernurcht ein Terrain zur Verfügung gestellt kriegen von 30 Hektar der Grengfläche, was der Bemel umgewidmet geht, das ist einfach nicht gerecht. Und wenn ihr guckt, Rausch, die hat durchgespart, weil der Betrieb der Verband, den das muss ich wirklich so sagen, die Wort, weil den das rausgeekelt gehen aus diesem Land, mit den ganzen Vorschriften. Kein 5 Kilometer weiter Luftlinie hat sich Google näher gelost, da war das kein Problem. Weil ich denke, wenn wir auch wenn wir vom qualitativen Wurst schwätzen, da müssen wir auch die Betriebe, die Hai am Land sind, als Kompetenzen Hai stärken, an dem dass man zum Beispiel, wenn wir den großen Betriebe, wenn wir da Steuerruhlinge machen, da muss man auch die kleinen Betriebe entgegenkommen, dass sie zum Beispiel Steuererleichterungen haben, wenn sie zum Beispiel heimate Schulen zu Summe schaffen, wo sie Lehrjungen holen. Also da gibt es viele Schrauben, wo ich nur setzen kann. Und die muss ich noch nutzen. Michel Le Maire, wie seht ihr das? Ich sehe die Sozialkohäsion in diesem Land auch nicht da vor. Am Anfang, wie ich schon noch ein bisschen so ein, kann ich so Success-Story, wie ich geboren bin, hatte ich noch nicht letzte bei Nationalität, dann schon so an Denken, habe mich ganz gut integriert. Aber ich denke, wenn wir von Integration schwätzen, was mir wichtig ist, also ich denke, dass wir wirklich von einer gelingenden Integration schwätzen. Und da eigentlich sind ich, teilen ich eine Meinung. Wir waren zum Beispiel nicht d'accord als Partei, dass Nationalitätsgesetz vereinfacht ging, weil
de Sprucheniveau Ruf gesagt an mir hun als ADR immer ganz klar die Spruch die Idee vertruden, dass die Integration wirklich also dat Lützeburger Spruch die Integrationsmittel Nummer 1 muss ohne Kompromisse an ich denke war der so viel gehalt ging dass man dummer der Leid ausgrenzen will mir an sich will man dummer der Leid ergrenzen mir so das besser wenn in Lützburgität tut mir setzt die Sprucheniveau op mir darüber gefördert man Lützburg Kuren die nach viel mehr Förderung ist Angebot mehr bret machen dass es op Gemengeniveau schon organisiert gibt Leid viel mehr entgegenkommen aber wenn man wirklich von Integration schwätzen, die zu Lützeburg immer noch gut funktioniert, dann müssen in allen Umständen Parallelgesellschaft vermeiden an Spruch Kultur als eben ein super Mittel für die Leute bei Nähe zu feiern. Ja. Ja, ich wollte just also ich denke nicht, dass ich zu viel an den denken muss fallen, wo ihr seht die armen Leute, die heute nicht wählen können. Ich meine die Lützeburger Nationalität aus keinem versperrt. Kann für die Lützeburger gehen, den eng Mindestaufforderung bestenken, dat ein Vertrag, den noch op Gegenseitigkeit beruht. Das heißt, wenn den Heuvel matt dezidieren, dat das keinem verwehrt, wie so die Schule war selber nicht Lützeburg wie ich op Weltkom sind, dann denke ich aber, dass er den Vertrag aus den op die zwei Seiten eine gewisse Respekt entgegenbringen soll, auch wo die anderen Leute dann oder wo die Leute, die dann matt wählen wollen, Klängen hervor solle machen, für dass die Nationalität kreen an Schmengen, wenn in de Referendum geguckt wird 80% von Leid klar gesot wir wollen das Leid die wählen ha auch Lützeburg sind an ich fand das so Message, die am Respekt von Leid auch echt soll tölen. Okay, Michelle Mehr, wie gesagt kurz das ist Schluss. Ich denke Kehraufgabe von enger guter Politik an, dat das in dem Wähler schëllig, dass da den de Wähler informiert an da sind schon der Meinung, dat wir dann in Zukunft natürlich sich den Technologien, den Entwicklungen oppassen den Ersatz am Terra Mathe Leid wird immer ganz wichtig sind, muss Leid informieren.